Und ja, wie ihr euch schon könnt denken, ist das Video das mal nicht in Winterthur. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, wie ihr euch schon könnt denken, ist das Video das mal nicht in Winterthur. Jemand gesagt, du mach mal in Schaffhausen ein Video. Und dann habe ich gedacht, du, easy, oder? Machen wir mal in Schaffhausen ein Video. Und genau, ich habe das eigentlich schon genau vor einer Woche aufgenommen. Jetzt ist Stündstück morgen früh um 9:30. Und ich habe schon mal letzte Woche ein Video aufgenommen und habe das dann, das war relativ geil gewesen. Ich habe um das gleiche Thema geredet, wie wir jetzt reden. Und ich bin auf der Autobahn gewesen. Und dann sind einfach 53er Noten am Boden gelegen. So. Und das kann ich natürlich jetzt alles erzählen, wenn ich keinen Beweis mehr habe. Aber glaubst du mir, dass ich jetzt bin ich ja wieder die gleiche Strecke gefahren, glaubst du mir, dass ich wie ein fucking Psycho auf den Boden geschaut habe? Aber wenn ich sie gesehen hätte, ich hätte ja niemals anhalten können. Wenn du irgendwie mit 100, 110 fährst und du siehst irgendwie 50 Meter oder 100, oder ja, sind nicht einmal 50 Meter, ganz irgendwie 20, 30 Meter von dir siehst du das Nötchen. So. Und logisch kannst du nie anhalten, oder? Aber glaubst du mir, dass ich geschaut habe wie ein Psycho? Genau. Es geht eigentlich in diesem Video ein bisschen ums Thema erster TÜV. Was ist da gut, was ist da schlecht? Gibt es überhaupt den perfekten ersten TÜV? Und dazu kann ich sagen, nein, gibt es nicht. Weil das wird durch jeden Hersteller einen perfekten ersten TÜV. Aber es kommt halt darauf an, auf was du stehst. Stehst du auf Chopper? Stehst du auf Enduro? Stehst du auf Supersportler? Stehst du auf Sumo? Stehst du auf Roller? Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Dann kommt es darauf an, auch noch, wie alt das du bist. Also ich meine, wie groß das du bist. Ich meine, passt dann der Knieabschluss, wie bei mir jetzt da, finde ich jetzt eigentlich relativ angenehm TÜV. Also nicht relativ, sondern eigentlich ziemlich angenehm. Ja, kommt halt immer darauf an, so, weißt du, auf was stehst. Und dann würde ich dir aber zuerst empfehlen, schau zuerst einmal einfach an, was es für nicht der Hersteller selber, wo das eigentlich auch für den einen oder anderen ausschlaggebend könnte sein. Aber schau zuerst einmal Dinge an. Sorry, dass ich jetzt auf der Leitung stehe. Ich kann mir so dem schauen, was die machen mit dem Velo. Nein, eben. Da hat es ein Audi Taxi, habe ich auch noch nie gesehen. Das sind doch immer Benz. Das ist mir echt mal sympathisch. Nein, muss man nicht so sagen. Genau. Schau zuerst mal an, was dir gefällt, was für eine Richtung. Willst du lieber wie auf der Polstergruppe hocken, dann ist das ein Chopper. Willst du eher ein bisschen, sagen wir mal, spritzig, viel schalten, pusht du schalten, dann wäre zum Beispiel ein Sumo ganz geil. Also wie Sumo sind, für die, die es nicht wissen, ein bisschen so wie Motocross in dem Sinn. Dort musst du viel schalten. Ich könnte jetzt auch im zweiten Gang bis auf 60 oder so, keine Ahnung. Oder noch mehr, aber ich darf viel schalten jetzt bei mir. Oder ja, auf was stehst du? MX-5, geil. Nein, eben, weißt du, auf was stehst du, so musst du ein bisschen schauen. Dann würde ich mal eingrenzen, okay, jetzt habe ich zum Beispiel, rede ich bei mir, zum Beispiel Sumo, Strassenmaschine und sagen wir Supersportler nicht unbedingt, aber wenn ich es jetzt nicht verwechsle, also ich meine die für die Rennstrecke mit dem Stummellenker, die finde ich jetzt nicht geil. Sie sind geil zum Anschauen, aber ich kann mir vorstellen, dass mit dem Stummellenker das ziemlich unbequem ist zum Fahren. Aber ich sage jetzt mal von denen 3. Sagen wir mal, das wären jetzt meine 3 Favoriten.
dann, was soll ich sagen? Dann tust du mal schauen, okay, was gibt es denn da überhaupt für Hersteller? Schaust du, was für Hersteller, was gefällt dir da? Da kannst du auch schon mal eingrenzen. Und dann bist du zum Beispiel, sagen wir, du hast dich jetzt schon mal eingrenzt, dass du jetzt Sumo willst. Dann kannst du dich eingrenzen, okay, willst du KTM, willst du Husqvarna? Ich kenne ich jetzt gar nicht von der Sumo. Und dann ja, dann kannst du so immer größere Dinge machen. Immer so mehr eingrenzen. Und genau, und dann mal einfach sagen, okay, gehen wir mal zu einem Händler. Oder? Und dann kannst du mal fragen, okay, darf ich Probe sitzen? Okay. Und siehst, ja, ist bequem. Und wenn du jetzt noch nicht dürftest fahren, weil der TÜV entweder müsstest du zuerst den Fahrausweis beantragen oder wie auch immer, oder der TÜV müsste gedrosselt werden oder so, habe ich letztens vom lieben Blackout, sehr erfolgreicher, bekannter schweizerdeutscher Motorblogger, der hat gesagt, du musst einfach schauen dann, dass du halt jemanden hast, wo der TÜV dort, sagen zum Beispiel dein Vater oder deine Mutter sagt, ja, ich will den TÜV Probe fahren, sei das beim Heim, der will natürlich nicht Probe fahren, sondern fährt nur zum nächsten Verkehrsübungsplatz und dort kannst du mal ein paar Runden fahren. So. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn du noch nie TÜV gefahren bist, so. Wahrscheinlich ziemlich schwierig sogar. Je nachdem, wenn es eine grosse, schwere Maschine ist, dann bin ich ja relativ, ich habe 125 als erste Maschine, eine leichte, 140 Kilo oder so, keine Ahnung mehr, oder weniger, 110 Kilo. Genau. Und dann, ja, könnt ihr dann auch entscheiden, ja, will ich jetzt den oder will ich den nicht. Also nochmal kurz zum Zusammenfassen, schauen, was gibt es alles, was gefällt mir vom Aussehen her, eingrenzen und dann eingrenzen, auf was für Händler will ich, oder was für Hersteller besser gesagt, Probe sitzen, Probe fahren, let's go. So. Also wenn ich mir wieder einen bewusst wird, weißt, bei mir ist es so gewesen, das habe ich alles gar nicht, ich habe nur ein Video geschaut auf YouTube, wo einer gefahren ist. Ich habe gedacht, geile Maschine, sieht nicht schlecht aus, 125 ist so sage ich schon, günstig. Und ja, und dann habe ich sie halt wählen. So, das ist ja die Honda, ich blende so ein kurzes Bild ein. Genau. Ja, ich würde mal sagen, bevor das Video noch unnötig in die Länge gezogen wird, wäre es das schon gewesen für das erste Mal. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr so etwas gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.